Welkom vandaag to deze klas van Zalische Heilung. We zijn bij de derde lektion. Verstaan kan wo ik jährlichen zie. Ik wil dan angehen, waar we met tijd nemen voor gebed. Himmlischer Vater, wir kommen von der fertig. Und erstens sagen die großen Dankeschön, dass du uns Gott bist, dass du uns Vater bist und dass du immer hier mit uns bist. Dankeschön für alles, was du gegeben hast. Und so ist du für uns sorgen das. Und von der, wenn wir in diese Klasse angehen, in diese Lektion, dann bete ich Frau, dass du uns wirst helfen, zu sein kriegen, wo wir sind. Und was dein Plan ist für uns Leben. Dass wir hier wollen können Klarheit kriegen. Wenn wir im Leben sind und verbessert fühlen, das hält uns ab von vorwärts gehen. Und wir wollen aber vorwärts gehen. Wir wollen fruchtbar sein in dieser Welt. Wir wollen viele Dinge tun für die Gott. So ich bete, Frau, dass du uns von der wirst wiesen, wo wir sind. Dankeschön für deine Ehe in Jesus' Namen. Amen. Okay, verstehen kann, wo ich am jährlichen sehe. Bist du mal, wo ihr fahren, wo du die verbesselt hast und du weißt nicht mal, wo du bist? Das ist ein so schlechtes Gefühl, wenn dann fährst du nicht wieder vorwärts. Wenn du weißt nicht, wo die Hand ist. Du weißt nicht mal wieder, was der Zweig ist. Du musst wissen, wo du bist, um dass du wissen kannst, wo wieder zu gehen. So von der Wahl, wir mal ein klein bisschen 3 Dinge bekennen. Verschiedenste Beispiele habe ich hier von der Brücke will. Ab Seite 15 in dem Buch, wenn ihr ein Buch habt, da haben wir die 3 Bilder. Das fängt an mit einem Vers in Jeremia, Kapitel 29, der 11. Vers. Ich habe Gott immer gedacht, sagt der Herr, und was ich für ihn geplant habe, als Frieden und Erfolg und nicht Schulden. Ich will ihnen eine Zukunft in Hoffnung geben. Weil wir uns an diesen Vers halten, das ist, was Gott sein Plan ist für uns Leben. Er will haben, wir sollen eine gute Zukunft haben. Wir sollen erfolgreich sein. Und so, das ist, was Gott sein Plan ist für uns Leben. Das ist, was er für uns will. Und so, dann wollen wir uns an Arm holen und dann wollen wir uns tragfängen. Und die nicht gut im Leben vielleicht auch so verbessert fühlen das. Aber ich hoffe, durch diese Lektion, wo du die tragfängen kannst und weiten, wo du stehst. Und eine ganz erste Seite, wollte ich ein Beispiel nehmen von das Volk Israel. Im Alten Testament, Gott sein Volk, was er sich ausgewählt hat, durch wem der Messias kommen wird, durch wem Jesus kommen wird in diese Welt. Die Israeliten, die wohnten in Kanaan. Abraham und seine Familie werden nach Kanaan getroffen, das Gott in die Hand gebracht hat. Aber durch eine Hungersnot da, geraten sie nach Ägypten, wo Josef dann der Lehrer war. Und so, hier in Ägypten haben die Israeliten nur 430 Jahre gewohnt. So sie dann kommen, dann wird ihnen so fern abgenommen und so fern behandelt. Aber das geht gleich lang, bis sie da anfangen, ein Leben zu leben als Sklaven, wo ihnen so behandelt wird als Sklaven. Und so für 430 Jahre hat das Volk hier nicht all in der Sklaverei gelebt. Und sie schrien nach Gott für Hilfe. Und Moses ist ein Mann, der auch hier in Ägypten wohnt und in den Palas abgewachsen ist. So er kannte Ägypter Weg, aber er ist auch ein Israelit, er ist auch ein Hebräischer. Aber er begehrt Mord und er kläft aus von Ägypten in der Wüste hinein. Und hier in dieser Wüste ist er nicht 40 Jahre. 40 Jahre ist ein Schubshort. Er hat hier mit ihm eine Frau, eine Familie. Und so er lernt diese Wüste kennen. Und einen Tag kommt Gott in den Arm in einem brennenden Busch und ruft dann und sagt, geh nach Ägypten und rat mein Volk dort. Und so Moses geht und lädt die Israeliten aus Ägypten raus und bringt sie in die Wüste hinein. Hier in dieser Wildnis, wo nichts ist, wo sie sich an nichts halten kann, hier bringt Moses sie hin. Aber Gott ist mit ihnen. Und das, was das Volk hier lernen wird, dass Gott wird jeder Staub mit ihnen sein, dass sie werden lernen, dass sie sich an nichts mehr unterhalten kann, als bloß an Gott allein. Das ist alles, was ihnen fehlen wird. Und die Zeit kommt, wo sie 40 Jahre später
wo alle von Erd nach in Kanaan reisen down, wo sie in ihr eigenes Land waren sind, wo sie ein Land trainieren down, was Erd wir. Aber nu ist das Land eingenommen worden von Riesen, von Menschen, die Jäger sind. Und so, sie sind nicht mehr Sklaven in Ägypten. Sie sind hier nu für 40 Jahre in dieser Wüste gewesen, wo Gott viel und Ernst geschafft hat. Nu kommen sie hier in Kanaan an und hier sollen sie nu so leben als Soldaten. Und sie sollen das Land annehmen, was Erd ist. So, das gibt 3 sehr verschiedenste Bilder, was wir hier haben. Ich will hier mal noch ein Bild bringen, mit dem vergleichen. Hinter mir hier kann ich sehen, das Bild von wo eine Rübe ten Flatter worden dat. Ein Sommerfeld, das dann viele würden sagen. Der Rübe ist ein bisschen aus Ägypten. Eine Rübe ist ein Tier, das rumkriechen dat, Blätter fressen dat, hat nicht ein sehr wunderlich Leben. Können sagen, ein bisschen ein Sklave. Diese Rübe, die kämpft, wo die sich an so einem Cocoon nennt, dat. Das ist mit so einem Sarg, wo der Rübe dat, und du bleibst dir dann die Zeit lang bei. Du hast dort ein Ändernis an den Cocoon. Und wenn der Rübe durch ist rausgekommen, dann ist es endlich nicht mehr eine Rübe. Nu kommt das Sommerfeld raus. Nu hat die Pflichten. Nu lebt die ganz anders, als was die vorher getan haben. Nu darf die nicht mehr Blätter fressen. Nu darf die das Seite von den Blumen eten. Das ist nu die Nahrung. Nu darf die fliegen. Nu darf die nicht kriechen. Nu ist die nicht mehr hier leer. Nu ist die hier hoch boven. So eine Ändernis hat das hier nicht gegeben. Und wir wollen von der ganz kurz mal bekicken, 7 Dinge, die ein Gott sein Plan sind, nu für uns leben. Wir fangen auch an, mit Sklaven in der Sinn zu sein. Uns Ägypten ist der Sinn. Das sinnliche Leben, wo wir Sklaven sind. Die Feind hat uns in seine Hänge und der braucht uns als ein Sklav. Und das Leben das ist bloß schwierig. Und so Gott sein ganz erste Ding ist, er will uns aus den Feind seine Hänge raustragen. Kriegst es die Israeliten aus Ägypten raustragen dort. So, das ganz erste will Gott, dass die gerat sind. Dass wir mal aus das sinnliche Beten sind. Und das ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, dass die Radung passieren kann. Und viele Menschen, die blieben im Bett hier stärken. Nu haben sie sich in Jesus seine Hände gegeben, sie haben Jesus angenommen, was er für ihn getan hat. Und nu mit uns fängt, das war unser Ruf zu gehen, im Betrag zu fallen, und sie wollten nicht mehr, was nu angeht. Sind ich euch wirklich bekehrt? Was geht mit mir an? Warum fällt mir das, dass ich mich fallen darf? Und das ist eine Ursache dafür. Weißt, wenn Gott die ich geraten hat, aus das sinnliche Leben, dann bringt er die in die Wildnis hinein. In der Wildnis geht das nicht schön. In der Wildnis ist das nicht möglich. Es ist sehr unmöglich. Aber hier will Gott große Dinge tun in dein Leben. Hier will er dir Freude merken. Er will dich hier heilen. Das ist der zweite Punkt. Er will dich heilen von all den Weiden, was Sinn und die getan haben. In ein sinnliches Leben, das Gott ganz beschädigen, ganz verschneiden können sein. So, er hat dort heute nu, und das Blatt ist ganz verschnitten, ganz schwer von Weidau. Nu will er ich mal Heilung geben. Und das kann für uns in Zeit dienen. Wenn diese Israeliten wären 430 Jahre durch Ägypten gewesen, in der Sklaverei. Was soll ich glaube, wir da ihre Soll beschädigt. Von immer bloß so ein Sklav behandelt worden. Stell dir mal vor, was der verwirrt gehört hat. Aber die essen nicht. Du bist mein Sklav, du bist mein Israelit. Und mit diesen Gedanken und mit diesen Weiden kommen die in die Wüste an. Als Gott sein unerwähltes Volk. Aber glaube ich, sie dachten, so als Gott seine Kinder. Gott hat 40 Jahre mit ihnen in die Wüste geschafft, um seinen Erwacht von Denken zu ändern. Und so, wenn du auch eine Sinn gewesen bist, und du hast dein Leben an Jesus hingegeben, denkst du nur auf Fuß ganz anders? Das ist, wo Gott sich Zeit nehmen wird, um dein Hart heilen. Er fängt dir an, Frieden zu merken von Dingen. Vielleicht bist du gebunden
Und irgends Dinge, vielleicht ist es Alkohol oder Drugs oder was immer das mag sein. Vielleicht bist du gebunden an negative Gedanken oder an was leer ist, was du die halten lässt, wo du ungebunden bist. Vielleicht kriegst du so eine Leer, dass mit die erst nicht oder du bist bloß ein Garbage. Dort ist, wo der Sinn ans Merk denken. Dort ist, wo der Feind ans Merk denken. So Gott will die frei machen von so einen negativen Gedanken aus dort. Und das, was hier nu in dieser Wildnis steht. In dieser Wildnis, falls du die manchmal vielleicht so allein, und das so weit, aber hier passiert eine große Ändernis. Und dann will Gott die anfangen zu lernen. Prob mal ein Kind was beizubringen, während dort Verfall schrien wird, wegen das hat sich vielleicht die Knie steht. Wo aufmerksam ist das Kind nicht? Was hört denn die, was du dir sagen willst? Erst muss sie das Kind sein zu beruhigen, dass das kann still werden, wo der Video wachgeht, wo der Video nicht mehr zu fallen ist, und dann kannst du zu das Kind reden, dann wird die nehmen, was du zu sagen hast. Viele niegeborene Christen, die wollen für viel lernen in der Bibel, und das ist sehr gut, aber das kommt fertig zum Stillstand, wegen das Hort nicht gehalten ist und das ist nicht frei von Dingen. Und dann will die Liebe nicht nehmen, dass das fehlen wird. Dann will Gott die Reut merken, die du gelehrt hast. Dann will er die Reut merken. Er will die das Gerätschaft geben, was die fehlen wird. Wenn du in Kanaan nennen wirst, du sind Riesen, was die fehlen dort zu merken. Du hast das ganze Land zum Nennen. Hast du das Gerätschaft, was die fehlen wird? Hast du die Sicherheit? Hast du die Berufheit? All das will Gott dir geben. Indem du hier Zeit spendest mit ihm in der Wildnis. Und dann will er die Beamten, er will die bekraftigen mit den Heiligen Geist. Wegen ohne diese Kraft, was du in Kanaan nicht tun kannst. Ohne die Kraft von den Heiligen Geist, dann brauchen wir bloß noch natürlich Dinge zu tun. Und dann, das Letzte, dann bist du in Kanaan und dann sollst du gehen tun. Ich habe das auch vielmals gesehen, besonders in Kirchen, wo wir haben niegeborene Christen, die sind noch mal gerutzt bekehrt, die sind ganz nie in ihr Leben, und ja, sie sind excited, sie sind abgeregt, ich will Gott dienen, und so einfach plötzlich, wo angestellt, hier kannst du dienen, hier kannst du Gott dienen. Und am meisten dann sind sie ganz müde und üt. Warum? Die Israeliten, die haben einen Weg dienen von Ägypten nach Kanaan zu reisen. Aber an war ich von denken, wir viel zu kurzer Zeit. Gott muss mehr Zeit haben mit ihnen. Ein niegeborener Christ, der muss diese Dinge durchgehen. Der muss vorbereitet werden. Der Verfall im Dienst angeht. Aber wir sind ungeduldige Menschen. Wir wollen nicht diesen Zeit durchgehen, wo Gott uns schaffen wird. Wir wollen bloß busig. Und manchmal kommen wir im Trouble an wegen dort. Wir haben verschiedenste Beispiele in der Bibel von Personen, wo das dasselbe passieren wird. Wir haben die Geschichte von Josef. Josef hat erst tschüss bei seinem Papa, wo er diesen kleinen Rock gekriegt hat. Alles ist gut, okay? Aber dann mit eins, dann wird er von dort weggenommen und er wird ihm in ein Leben gebracht, wo das sehr schwierig wird für ihn. Er wird in einen Laden Barm geschmissen, er wird verkauft von seinen Brüdern, er wird verletzt von der Früh und dann falsch verurteilt, er wird im Gefängnis geschmissen. Und aber du kannst nicht nur all diese Jahren von Schwierigkeiten, wo Gott am durchheben wird, entstellt aus der zweiten Hexer in Ägypten. Und durch dort kann er seine Familie von der Hungersnot retten. Wir haben die Geschichte von David. David ist ein kleiner Schubshort hier. Die jüngste von mehreren Brüdern hier. Und so, ich stelle mir so vor, wird vielleicht nicht einmal viel geachtet, aber Armin hat bloß die kleine Junge ist nicht. Aber er hat viel Zeit durch allein. Und dann kommt die Zeit, wo Gott am selben wird, die kann ich. Aber nu jetzt habe ich mal eine schwere Zeit nehmen. Kann ich so, der will am Ammerware anbringen. Das den Ammerware hingeran, darf ich mal immer am Verstärkt sein. Wofür immer wird er sich all gefragt haben, Gott, ist das wirklich, was du von mir weißt? Ich dachte, du wirst Hannig soll kann ich sein.
in der Tag, die kommt, wo Gott David auf dem Thron saßen wird. Diese Mitteltit hier, diese Wüste, die braucht wie Menschen, dass wir mehr lernen können, dass wir frei werden von Dingen, dass wir gehalten werden. So, meine Frau und die ist nu, wo stehst du? Bist du noch in Ägypten, dass du den Fuß versklavt bist ohne Sinn? Bist du alle in Ägypten rückgeraten, dass du hier nur in dieser Wüste wohnst und du fängst die nicht reich? Du weißt nicht, wo du bist in dieser Wüste. Bist du da, wo die fehlt zu heilen? Bist du da, wo die fehlt frei zu merken von Dingen? Oder vielleicht bist du da, wo du bloß mal lernen wirst. Wo du hast die Heilung gekriegt, du bist frei gemerkt, aber du wirst bloß mal lernen, du wirst mal nehmen, wenn du hast so einen Hunger, mal in Kana an zu gehen und dann tun, was du willst zu tun. Und ihr seht die selbst und fang aus, wo du bist. Und dann du, gib dir Gott seine Hand, dass du mit dir tun kann, was tun will. In Lukas Kapitel 4, Vers 18, da sagt Jesus, der Jesus, der ist auf mich. Ich bin gekommen, um die gebrochenen Herzen zu heilen, um die frei zu sein, was du gebunden sind, und so geht das wieder. Das ist, was Jesus gekommen ist. Der ist gekommen, um dir das ewige Leben zu geben. Aus Ägypten raustragen, aus der Sklaverei von Sinn raustragen. Aber er ist auch gekommen, um dein Hort zu heilen, um die frei zu sein, wo du gebunden bist. So, ich will die Mut merken, dass jeft die ganz an Gott seine Hand, zum sein Wort mit die tun will. Und war nicht anmutig in dieser Wüste. Wenn das auch schwor ist, wenn das auch bei uns so ja dies da loten wird, aber Gott ist da. Ich will noch ein Beispiel bringen hier. Es war mir mal so interessant, dass ich das zu sagen kriege. Und früher, besonders geworden, krieg ich verstanden, was ich hier sagen darf. Ich habe an gedacht, an diese drei Dinge, Ägypten, in der Wüste, in Kanaan, wann ein Baby soll zur Welt kommen. Wo habt ihr das angefangen? Das fängt hier an, wenn das eingeplant wird. Und dann ist das hier 9 Monate in dieser Wüste, kann sein. Und dann kommt der Tag, wo das geboren ist. Und wo das alle anderen das. Aber das kommt nicht ohne weiter. Und ich dachte eben nur, kriegst du die Israeliten ihre Reise durch die Wüste? Die ging ein bisschen Stadt. Okay? Das wir nicht eine gleiche Reise Stadt. Ein bisschen damit lief, geformt ist. Von einem Eierstock nach dem anderen Eierstock. Das ist ein interessantes Bild, nicht? Aber das ist, wo Gott arbeiten wird. Gott ist so bildlich mit mir, besonders. Ich brauche ein Bild, damit ich was verstehen kann. Und so, Gott weiß mir das. Und in Jesaja 66, Vers 9, da sagt Gott, du versprachst, er sagt, würde ich dort was ohne Geburt bringen und nicht euch fahren damit? Du bist vielleicht in so einer Zeit in deinem Leben, wo sich dir das erfüllt, du bist hier all Jahren und Jahren in dieser Wüste und das Zeit, dass das Baby mal geboren wird. Und Gott verspricht, dass das wird. Aber du musst geduldig sein. Weil vielleicht sind du noch mehr Dinge, wo er uns schaffen will. Vielleicht bist du noch nicht bereit, um die Riesen in Kanaan fährten. Und soll dann nicht mutlos werden. Dann bleib hier in dieser Wüste, gib die ganz Hand an Gott seine Hände, lass ihm die schaffen, was immer er noch finden wird, wo du unter Schaffen fällt. Der Tag wird kommen, er verspricht, wo er dort geben wird, was das hier alles ist. So, ich will die du an Mut merken, gib nicht ab, bleib geduldig, fang ut, wo hier kriegt du bist. So, Dankeschön.